Hallo Maike. Hi. Schön bist du da. Du bist da, weil du heute Morgen predigt hast in unserer #Jesus-Serie. Die #Jesus-Serie, das ist so die uns auf Ostern anführt. Und wir schauen verschiedene Geschichten an, verschiedene Momente aus dem Leben von Jesus, wo er einem Menschen begegnet war, wo vielleicht ein hoffnungsloses Schicksal, man könnte meinen, hatten. Und wir werden anschauen, wie er in die Leben hineinspricht, wie er die Schicksal nimmt und wendet und wenn die Hoffnung mitnehmen auf dem Weg zu Ostern. Und du hast heute Morgen gepredigt über eine Geschichte aus der Bibel von einem Mann, der länger krank ist wie... Als du alt bist. Ja, du auch, oder? Ich auch. Gut. Erzähl uns doch die Geschichte nochmal. Ja, gern. Vielleicht kennt der eine oder andere sie, das ist sozusagen die Geschichte der Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Also vom Kontext her, Jesus ist gerade in Jerusalem, er geht in die Stadt, weil irgendeines der jüdischen Feste mal wieder ansteht. Und er geht zu diesem Teich Bethesda, das ist so eine Halle, so 5 Säulenhallen wird das beschrieben und in der Mitte ist ein Teich und das ist wie, kannst du dir vorstellen, wie eine Art Krankenhaus. Also das ist der Ort in der Stadt, an dem wie alle Kranken, alle verkrüppelten, gelähmten, blinden, schwachen Menschen versammelt sind. Und die sind da alle um diesen Teich rum, liegen sie dort. Also es ist ein recht hoffnungsloser Ort, ein recht trüber Ort. Und Jesus geht dahin zu diesem Teich nach Bethesda. Und wie gesagt, die Menschen liegen da alle am Wasser. Und es gibt so Manuskripte vom Neuen Testament, die fügen an dieser Stelle hinzu in der Bibel, im Johannesevangelium, im Kapitel 5, dass die Kranken auf eine Bewegung oder auf Wellen im Wasser gewartet haben, weil ab und an kam scheinbar ein Geist Gottes oder ein Engel Gottes vorbei und hat dieses Wasser in Bewegung versetzt, hat dafür gesorgt, dass es so Wellen schlägt. Und wer dann als Erster im Wasser war von diesen Kranken, der wurde sofort gesund. Also so viel dazu, die waren wahrscheinlich alle genau dort, weil sie an die Heilung von diesem Wasser geglaubt haben und irgendwie gewartet haben, dass mal dieser unberechenbare Moment geschieht, in dem das Wasser sich dann doch bewegt. Und einer der Menschen, die dort liegen, ist eben dieser Mann, der seit 38 Jahren krank dort liegt. Wir kennen eigentlich nicht seinen Namen, wir kennen nur sein Problem, wir wissen nur, dass er krank dort ist. Und Jesus geht da rein und sieht diesen Mann und er erfährt, dass er schon 38 Jahre dort krank liegt. Und Jesus geht auf den Mann zu und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und der Mann sagt dann, ja, ich kann nicht. Wie soll ich gesund werden? Ich liege hier schon seit 38 Jahren. Wenn das Wasser mal sprudelt, dann kommt immer jemand anders vor mir da. Ich habe niemanden, der mir hilft, dort ins Wasser zu kommen, wenn es dann mal sprudelt. Andere kommen immer vor mir, keiner hilft mir, ich kann nicht, sagt er. Und Jesus geht da gar nicht groß drauf ein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick ist der Mann gesund, er steht auf, er nimmt seine Matte und er geht. Dann gibt es noch eine Szene, wo sich die Pharisäer darüber aufregen, dass jetzt der Jesus den am Sabbat geheilt hat und es geht doch nicht und er darf seine Matte nicht tragen, weil das ist auch verboten am Sabbat. Das ist nicht so wichtig, zumindest nicht für meine Predigt. Und der Mann geht dann und Jesus trifft ihn später im Tempel wieder und fügt noch hinzu, und jetzt sündige nicht mehr, du bist jetzt gesund, jetzt sündige nicht mehr, dass dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Und das war es eigentlich schon, die Geschichte geht irgendwie 15 Verse. Genau. Ja. Wir werden gerade schauen, was du aus 15 Vers alles kannst rausholen und kurz das zusammenfassen. Und dann werden wir eure Fragen und eure für die 15 Verse. Und für das könnt ihr auf Slido gehen und den QR-Code scannen oder auf Slido gehen und den Hashtag ICFBS eingeben. Und dann könnt ihr unter dem Q&A könnt ihr eure Fragen stellen. Und es hat auch schon eine andere Frage offen im Poll, die brauchen wir dann nachher wieder. Aber im Moment einfach alle Fragen, die euch einfallen zu der Predigt, ins Q&A. Und wir sehen sie dann da vorne und dann schauen wir, was die Maike zu dem zu sagen hat. Der Mann ist 38 Jahre krank. Er ist übrigens auch länger dort, wie Jesus alt war. Ist mir gerade aufgefallen. Verrückt. Der arme Dude ist bei der Völkerzählung schon dort gelegen. Er hätte nicht mal auf die Seite können. Ja, egal.
egal, jetzt kommt Jesus, fragt, hey, arme Sieg, willst du gesund werden? Ja, okay, gut. Und dann steht er auf und läuft davor. Mal gesund, mal glücklich, alles gut. Ja. Haben Sie Fragen? Das ist eigentlich eine ziemlich kurze Sache, oder? Ja, geil. Also ich weiß nicht, über was du da predigst. Ja, Ende gut, alles gut. Fällt dir noch etwas auf an dieser Geschichte? Ja, da fällt ganz viel auf. Ui. Sonst hätte ich nicht eine 30-Minuten-Predigt drüber schreiben können. Also interessanterweise sind viele Geschichten über Heilung im Neuen Testament, also wo Jesus Menschen heilt, sind ziemlich kurz. Einige sind kürzer als 15 Verse, tatsächlich. Aber oft geht es da gar nicht um, oder zumindest vielleicht nicht primär um Heilung. Wenn es Jesus in all diesen Begegnungen nur primär einfach um Heilen oder gesund machen gegangen wäre, dann hätte er da noch mehr Menschen geheilt. Also ich meine, diese Frau, die Jesus da einmal am Rockzipfel so berührt, sie war sicher nicht die Einzige in der Menge, die irgendein Problem hatte. Die hatten sicher alle irgendwelche Themen in ihrem Leben oder irgendwelche Probleme. Und wenn es Jesus darum gegangen wäre, die Probleme zu lösen oder Krankheiten zu heilen, dann hätte er gleich alle auf einen Schlag geheilt. Und das Gleiche ist auch ein bisschen in dieser Geschichte so mit dem Mann, mit diesem Mann, der da seit 38 Jahren liegt und übrigens mit allen Menschen, die da am Teich liegen. Ich meine, warum heilt Jesus denn eigentlich nicht alle? Die waren ja alle krank, die wollten wahrscheinlich alle gesund werden. Keine Gleichberechtigung. Genau, keine Gleichberechtigung. Ich meine, die hatten ja auf diese Wellenbewegung im Wasser gewartet. Jesus hätte ja eigentlich dafür sorgen können, dass sich das Wasser bewegt und dann das so timen, dass alle Leute, die da sind, gleichzeitig ins Wasser springen. Stell dir die Poolparty vor, alle Menschen wären gesund geworden und Jesus wäre der Held der Geschichte, aber das passiert irgendwie nicht. Jesus geht es offenbar nicht darum, jetzt einfach da in ein Krankenhaus zu kommen und kranke Menschen gesund zu machen. Ich glaube, Jesus geht es um Veränderungen. Er will dem Mann Veränderung schenken. Das schließt in seinem Fall Heilung von seiner körperlichen Krankung mit ein. Aber was Jesus eigentlich ihm anzubieten hat, ist Veränderung. Und das sieht man so ein bisschen, finde ich, gleich daran, dass Jesus ihn fragt, willst du gesund werden? Ich meine, das ist eigentlich ein bisschen eine No-Brainer-Frage, wie du fragst ja einen Kranken nicht, willst du gesund werden? Oder jemand, der hoffnungslos ist oder jemand, der resigniert hat. Fragst du nicht, ja, willst du, dass es weggeht? Willst du gesund werden? Ja, logisch will er gesund werden, sonst wäre er ja nicht dort. Also das scheint irgendwie nicht das Thema zu sein. Und ich habe selbst jetzt aus der Geschichte so viel rausziehen können, unter anderem an der Art und Weise, wie der Mann reagiert. Weil die einfache Frage oder die einfache Antwort auf so eine einfache Frage ist eigentlich ja. So, also ziemlich schnell auch. Ich meine, wenn du seit 38 Jahren auf Gesundheit wartest, jemand fragt, willst du gesund werden, dann überlegst du nicht lange. Dann sagst du, ja, natürlich will ich gesund werden. Aber der Mann sagt das gar nicht. Der Mann liegt da auf seiner Matte rum und holt eigentlich erstmal aus, als Jesus ihn das fragt. Er beschreibt erstmal sein ganzes Problem und sein ganzes Schicksal. Also, ach Jesus, wenn du nur wüsstest, ich kann nicht, nie hilft mir jemand, nie hat mir je jemand irgendwie dabei unterstützt, zu diesem Wasser zu kommen. Und wenn es mal sprudelt, sind alle immer schneller als ich. Also mein Leben ist davon bestimmt, dass andere zuerst kommen, dass ich immer zu kurz komme. Wenn du nur wüsstest, Jesus, ich kann nicht, wie soll das gehen? Er ist voll in der Opferrolle drin. Er schiebt auch wie die Verantwortung vor sich weg. Und so spricht eigentlich jemand, der resigniert hat. Also man merkt, dass Jesus mit seiner Frage noch viel mehr aufdeckt als einfach nur das sichtbare Problem. Das Sichtbare ist ja, dass er krank ist und dass er schwach ist, dass er irgendwie selber nicht vom Fleck kommt, dass er sich irgendwie selbst nicht helfen kann. Aber das Problem, was in seinem Herzen ist, was Jesus, glaube ich, durch diese Frage aufdeckt und was man an der Reaktion vom Mann sieht, ist, dass er schon lange resigniert hat, dass er schon lange hoffnungslos ist, dass er Bitterkeit in seinem Herzen hat, von der er sich nicht irgendwie so ganz lösen will oder lösen kann. Also der ist irgendwie voll in seiner Opferrolle festgesteckt und die drückt ihn so auf seine Matte. Und er kommt irgendwie nicht so ganz von der los. Und das hat viel mehr als nur mit irgendwelcher körperlicher Heilung zu tun, die Jesus da offensichtlich bei ihm wie triggern will. Also quasi die Umstände, dass er auf der Matte liegt, ist nicht nur seine körperliche Lähmung, sondern das auf der Matte sein ist wie so eine eigene Zustand. Das auf der Matte sein genau, ist wie nochmal so ein eigener Zustand. Ich meine, wir können auch nicht so hart mit dem Mann ins Gericht gehen. Der ist wahrscheinlich in der Bibel, damit wir uns mit dem identifizieren können. An seiner Krankheit ist er ja nicht selber schuld.
er hat ja wahrscheinlich selber nichts getan, damit er dieses Schicksal erleidet. Ich meine, 38 Jahre, wahrscheinlich wurde er als Kind von seinen Eltern zu diesem Brunnen gebracht. Dafür kann er ja nichts. Er kann ja nichts dafür, dass er krank ist. Er kann übrigens auch nichts dafür, dass er gesund wird. Aber es ist mehr die Art und Weise, wie er mit diesem Zustand, wie er mit seinem Schicksal umgeht, ist offensichtlich etwas, was ihn auf dieser Matte gefangen hält. Und deswegen kann er nicht einfach mit Ja antworten. Er hat wie die Hoffnung schon losgelassen, die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann gut wird. Er hält wie so ein bisschen an dem Zustand von seiner Zerbrochenheit, er hält an dem Zustand von seinem Mangel fest. Und das bestimmt seine ganze Identität. Und deswegen kriegt er gar nicht so richtig mit, was Jesus ihn da gerade fragt. Und er beginnt erstmal mit seinem Problem und was alles nicht gut ist und wieso er selber nichts dafür kann. Das ist wahrscheinlich die Antwort, wenn er alle Menschen geht, wo ihn jeden Tag fragt, was er da macht. Ganz genau, das ist wahrscheinlich auch die Antwort, die alle anderen Menschen dort auch geben würden. Ich meine, ich habe heute Morgen so ein bisschen beschrieben, was denn so der Grund ist, warum dieser Mann an der Zerbrochenheit festhält oder an seinem Mangel festhält. Ja, wahrscheinlich ist das alles, was ihm irgendwie Halt gibt im Leben, alles, was er kennt, befindet sich an diesem Teich, an diesem Brunnen. Und das sind einmal diese anderen kranken Menschen. Ich meine, Elend findet immer anderes Elend. So Elend zieht anderes Elend auch immer an. Das merkt man auch sonst, das merken wir auch in der Kirche. So die Quengler finden immer die anderen Quengler und die Kritiker finden immer die anderen Kritiker. Und diese Grüppchen bilden sich immer, die bringen sich zwar überhaupt nicht weiter, aber wenigstens verstehen sie sich. Wenigstens kann man sich gegenseitig bemitleiden und irgendwie hat Verständnis füreinander, aber man kommt halt irgendwie auch nicht weiter. Das ist so ein bisschen die Kultur der Krankheit an so einem Ort, die fast gefährlicher ist als die Krankheit selber. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo es den Mann irgendwie dazu bringt, an dieser Zerbrochenheit festzuhalten. Er hat wie nichts anderes. Er kennt auch nichts anderes. Genau. Ja. Jetzt, wenn du von dieser Mathe redest, mein Verhältnis zu dieser Mathe ist Gymnastik oder so. Oder bei Kollegen übernachten. Was kann die Mathe noch mit mir zu tun haben? Oder was kann der Mann noch mit mir zu tun haben? Ja, ich meine, es ist jetzt ein bisschen schwierig, sich mit so jemandem zu identifizieren, der seit 38 Jahren auf so einer Matte krank rumliegt. Meine persönliche Identifikation mit ihm ist dort, und übrigens ist das etwas, was die Bibel gut aufgreift, in Sprüche 13,12, das ist ein Bibelvers, den ich heute Morgen auch gebracht habe. Da heißt es, langes Warten macht das Herz krank oder hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und das ist eigentlich genau, dieser Vers beschreibt eigentlich genau die Konsequenz von dem Lebensstil von diesem Mann. Und das ist etwas, was ich schon kenne. Ich habe heute Morgen erzählt, dass wir schon seit über einem Jahr uns auf unterschiedliche Wohnungen überall bewerben und Bewerbungen ausfüllen für Genossenschaften und darauf warten, dass wir halt mal irgendwann was Neues bekommen. Aber das ist schon seit über einem Jahr und langsam fragt man sich schon, ja, wie lange sollen wir denn jetzt darauf noch warten? Also so ein Warten ohne Aussicht, das schafft schon ganz schön viel Frust. So eine hingezogene Hoffnung macht einen ganz schnell resigniert und ganz schnell frustriert, so wie die Bibel sagt, das macht wie das Herz krank. Und so eine hingezogene Hoffnung oder ein langes Warten, das können ja unterschiedliche Themen sein. Das kann in deinem Leben, das kann Krankheit sein oder dass du dir schon mega lange einen Partner wünschst und es passiert einfach nichts. Oder dass du resigniert bist im Job und dir eigentlich was anderes wünschst und dafür betest, aber es passiert einfach mega lange nichts. Oder dass du Resignation in einem Suchtverhalten erlebst, weil jeder Rückschlag dir irgendwie einfach zu verstehen gibt, ja, du schaffst es eh nicht daraus. Das klappt sowieso nicht. Oder jetzt gerade in dieser Pandemie irgendwie Resignation stellt sich ein, weil man mega lang darauf wartet, dass sich mal was ändert und irgendwie ändert sich dann doch nichts. Ich glaube, es ist momentan vielleicht auch gerade eine Phase, wo mega viele Menschen einfach resigniert sind und so eine hingezogene, hingehaltene Hoffnung erleben. Und das Problem kann sein, dass wir dann auf so einer Matte landen und bitter im Herzen werden und unzufrieden im Herzen werden. Und dann sind all diese Themen, diese Bitterkeit oder Frust oder Hoffnungslosigkeit sind dann lauter als die Fragen, die Jesus uns stellt, wenn wir auf so einer Matte an so einem Teich rumliegen. Nämlich, willst du gesund werden? Willst du das loslassen oder nicht? Willst du die Veränderung oder nicht? Ich weiß nicht, was so eine Matte in deinem Leben sein kann. Bei uns ist es, wie gesagt, dieses lange Warten, ohne dass wir sehen, da passiert irgendwas.
Und langes Warten löst Gott nicht unbedingt schnell auf. Ja, manchmal geht es 38 Jahre. Manchmal geht es 38 Jahre. Aber das Spannende ist ja wirklich, dass die Mathe so vielfältig ist. Mir fällt es manchmal tatsächlich ein bisschen schwer, mich mit Gelähmten zu identifizieren. Das ist jetzt nicht so das Allerintuitivste. Aber jetzt, wie du die Mathe beschreibst, das funktioniert ziemlich gut, da etwas rauszuziehen. Und genau, wir haben neben dem Q&A noch die Live-Frage. Ihr könnt switchen im Slido. Da ist die Frage, was ist deine Mathe? Und ihr könnt jetzt, während wir weiter diskutieren, eure Gedanken aufschreiben, wenn euch etwas einfällt, was eure Mathe ist. Und dann werden wir am Ende uns nochmal Zeit nehmen. Und es gibt dann so eine Word Cloud, so eine schöne, und die werden wir uns dann anschauen am Ende von der Predigt. Ich habe vorher so ein bisschen angesprochen, dass ich glaube, dass Jesus mit dieser Frage, willst du gesund werden, noch viel mehr aufdeckt als einfach das sichtbare Problem von diesem Mann. Und ich glaube, ich habe heute Morgen so Subfragen gestellt. Ich habe mir überlegt, was ist in dieser Frage, willst du gesund werden, jetzt für den Mann, was ist denn da eigentlich noch alles drin? Und ich glaube, da ist vielleicht so eine Frage drin, ja, willst du denn die Verantwortung, die mit Heilung und Veränderung einhergeht? Weil ich meine, bis jetzt ist der Mann in dieser Opferrolle, weil er nichts für seine Krankheit kann, trägt er auch keine Verantwortung für sein Leben. Der hat wahrscheinlich noch nie Verantwortung für sein Leben übernommen. Oder Verantwortung für seine Haltung oder für seine Taten oder für seine Gedanken, weil er ist ja immer das Opfer. Er kann ja nichts dafür. Und das ist wie die Veränderung, die Jesus ihm anzubieten hat, oder? Willst du denn das Etikett vom Opfer loswerden, was du da auf deiner Matte, die so poliert hast all diese Jahre? Bist du denn bereit, dein Lebensziel an diesem Teich loszulassen? Bist du denn bereit, dich von bestimmten Menschen auch zu trennen? Toxischen Menschen, mit denen du dich umgibst, die zwar dein Problem verstehen, aber dein Problem leider größer machen als das, was Jesus dir anzubieten hat. Also die dich eigentlich mit Mitleid auf deiner Matte lassen. Bist du bereit, dich von solchen Menschen zu trennen? Bist du bereit, deine Bitterkeit oder deine Wut, deinen Frust, deine Resignation loszulassen? Und es ist wichtig, dass wir auf diese Fragen eine Antwort kennen. Und es ist wichtig, dass der Mann auf diese Fragen eine Antwort kennt. Weil die Veränderung, die Jesus ihm anzubieten hat, geht weit darüber hinaus, dass er ihn einfach nur wiederherstellen und heilen will körperlich, sondern er will sein Herz auch heilen, oder? Was durch dieses lange Warten wie krank geworden ist. Das ist nur eine ganz andere Krankheit, dann aufs Mal im Spiel ist. Ich glaube, wir haben die Predigt jetzt ziemlich gut zusammenkomprimiert. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, sie ging 30 Minuten und es war gefühlt super viel Zeug drin. Also vielleicht lohnt es sich, sie nochmal anzuschauen für den einen oder anderen. Genau. Aber sonst kann man ja auch noch Fragen stellen. Yes. Genau, das Slido ist ja schon völlig am heiß laufen. Vorweg, ich schaffe nicht alle, sorry. Aber man kann die ja so schön abvoten und ich fange an mit der obersten Frage. Ich habe sie auch abgevotet. Jesus geht jetzt zu dem Menschen an und er fragt ihn, nicht nur, möchtest du gesund werden, sondern, so wie du es jetzt anschaust, fragt er ihn auch, bist du bereit, vor deiner Matte aufzustehen? Bist du bereit, dich aus dem Muster, in das du dich reingefahren hast, oder fahren lassen hast vielleicht auch, bist du bereit, aus dem Muster rauszukommen? Wenn ich jetzt aber treffe, der seit 38 Jahren krank ist, oder äquivalent, meinst du, seit mir die Geschichte, dann soll ich zu diesen Menschen auch hingehen und sagen, ja, Alter, steh mal auf von deiner Matte, das kann ja nicht so schwer sein, komm mal aus deinem Muster raus. Soll ich mir dann genauso konfrontativ zugehen auf Leute, die mir das Gefühl haben, dass sie nicht aus ihrem Muster rauskommen? Oder was möchte Jesus oder was möchte uns Johannes mit dieser Geschichte sagen? Das ist eine gute Frage. Es ist gut, dass die zuerst kommt. Ich habe heute Morgen gesagt, lasst uns aufpassen, dass wir nicht Menschen sind, deren falsche Barmherzigkeit Leute auf der Matte lässt, Leute, die Jesus eigentlich gerne heilen möchte. Aber das ist natürlich voll die Gratwanderung. Ich meine, du kannst nicht zu irgendeinem Kranken hingehen und sagen, jetzt stell dich mal nicht so an. Und übrigens ist das auch nicht das, was Jesus macht. Und das überliest man ganz schnell, wenn man nicht versteht, was Jesus
denn da in dem Mann sieht und ihm denn da anbietet. Jesus sagt nicht zu ihm, jetzt stell dich mal nicht so an oder so. Von dem her, das ist eine richtige Gratwanderung und wir sind zum Glück nicht Jesus. Wir sollen Jesus nachfolgen, aber Jesus hat den Vorteil, dass er die Liebe in Person ist und wir sind das nun mal nicht, auch wenn wir das vielleicht gerne wären. Ja. Nö. Nö, okay. Genau. Natürlich war Jesus barmherzig. Natürlich ist Jesus dem Mann mit Liebe begegnet. Aber er hat gesehen, was er für ihn tun möchte. Und ich glaube, unser Auftrag ist es, immer das hochzuhalten in Begegnung mit Menschen, die krank sind, die bitter sind, die resigniert sind, die auf so einer Matte rumliegen. Jetzt vielleicht wirklich Menschen, die seit 38 Jahren, sag mal, krank sind und von dem geheilt werden möchten. Ich glaube, unser Job ist es, dass wir dem Problem keine größere Macht geben als dem, was Jesus machen will oder als die Person, die Jesus ist. Also, dass wir nicht glauben, dass Krankheit oder ein krankes Herz auch mehr Macht auf dieser Welt hat als Jesus. Das heißt, natürlich können wir Mitleid haben und natürlich können wir barmherzig sein, das ist alles in dem drin. Aber lass uns nicht vergessen, an welchen Gott wir glauben. Lass uns nicht vergessen, wem wir danach folgen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns in solchen Situationen, die mega schwierig sind übrigens, immer zuerst nach Gottes Willen, nach Gottes Herz ausstrecken, fragen, hey, was ist denn jetzt dein Angebot? Was willst du denn tun? Und dass wir dann das aussprechen und nicht, Jesus hat ja einmal diesen Kranken, er hat zu ihm gesagt, steh auf. Du kannst jetzt nicht ins Krankenhaus gehen und zu den Leuten sagen, hey, steh auf. Vielleicht ist das nicht unbedingt das, was Gott tun will. Das hat Jesus ja auch nicht mit allen anderen Menschen getan. Wie gesagt, sonst hätte er alle geheilt, die da gewesen sind, oder? Jesus geht nicht mit einem Rasenmäher über die Leute drüber und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber unsere Aufgabe ist es, nah an Jesus dran zu sein und auf diese Hoffnung hinzuweisen, weil die einzige Hoffnung, die der Mann hat, ist dieses Wasser, was vielleicht, aber vielleicht auch nicht Heilung verspricht. Er guckt sein ganzes Leben auf die falsche Hoffnung. Und ich glaube, eine Gefahr kann sein, dass wir, wenn wir Menschen begegnen, die krank sind, die vielleicht auch schon lange mit Krankheit zu kämpfen haben, vielleicht auch sowas wie Depressionen, also wie psychische Krankheiten, die sich nochmal ganz anders manifestieren, dass wir wie anfangen, auf die gleiche leere Hoffnung zu schauen wie Menschen. Aber unsere Aufgabe ist es, auf die echte Hoffnung hinzuweisen. Das ist Jesus. Ich glaube, das ist unsere Hauptaufgabe. Aber deshalb gibt es auch keine Formel dafür. Wenn du den triffst, dann sag genau das, weil Jesus macht das auch nicht. Er sagt, ich sehe, was der Vater tut. Und dann mache ich das auch. Das sagt übrigens in dieser Geschichte, nachdem das passiert ist, sagt er zu den Pharisäern, die sich dann so aufgeregt haben, dass er ihn jetzt ausgerechnet am Sabbat heilen musste. Warum nicht an einem anderen Tag? Hat ja 38 Jahre Zeit gehabt. Hat irgendjemand vergessen, Gott zu sagen, dass heute Sabbat ist? Sagt Jesus das zu den Leuten. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er sieht, was der Vater tut und dann tut er es auch. Und genau das Gleiche gilt für uns auch. Wir können nichts tun ohne Gott und wir sollten das auch nicht. Wir sollten Gott fragen, was willst du tun? Und dann das aussprechen. Und nicht einfach eine Formel, Jesus hat mal zu einem gesagt, ich sage jetzt das auch mal, weil das klingt irgendwie gut. Jetzt hast du gerade von falscher Barmherzigkeit geredet. Das klingt so auf den ersten Blick falsch. So irgendwie Barmherzigkeit und also kann auf den ersten Blick wie nicht falsch sein. Aber dann, wenn man sie könnte unecht sein, meinst du das? Oder jetzt gerade, als ich dir zugelassen habe, habe ich gedacht, vielleicht ist falsche Barmherzigkeit auch, dass wir als Außenstehende, Mitleidende, können wir vielleicht auf die gleiche Matte draufgehen, dass wir dann nur noch das Problem sehen und quasi meinen, wir sind barmherzig, aber eigentlich uns nur mit in das Muster mit reindrüllen. Ja, ich glaube, vielleicht ist falsche Barmherzigkeit, das klingt vielleicht auch ein bisschen krass. Ich glaube, vielleicht ist es mehr sowas wie leere Barmherzigkeit, was ich damit meine. Also Barmherzigkeit ohne Konsequenz. Das ist wie ein Geschenk, wo nichts drin ist. Was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn du Mitleid mit mir hast? Schön für dich. Ich habe genügend Mitleid für mich selbst. Also was der Mann braucht, ist nicht mehr Mitleid. Er bemitleidet sich schon alleine. Und ich glaube, das ist so ein bisschen da, wo ich den Fallstrick sehe, wenn die Barmherzigkeit leer ist, wenn sie nicht weiterbringt. Ja, du kannst schon auf deiner Matte liegen bleiben, aber dann erlebst du vielleicht auch keine Durchbrüche, wenn du nicht diese Themen angehst, die Jesus dir zeigt, wenn er über dein Herz redet.
Und das meine ich damit, dass wir fragen sollten, Herr Gott, was willst du machen? Und dass wir dann entsprechend reagieren. Und dann ist eine Umarmung auch eine gute Umarmung. Aber einfach nur Mitleid haben und sagen, es ist jetzt aber echt blöd, dass es dir so geht. Und auch wenn wir das in schöne Worte verpacken, die sind, ja, wenn sie nicht weiterbringen, dann ist das wie leer. Und dann machen wir vielleicht das Problem noch größer als eben als das, was Jesus eigentlich anzubieten hätte. Spannend. Wir kommen zu der nächsten Frage. Du hast erzählt am Ende der Story, der Mann läuft davor und dann treffen sie sich im Tempel wieder. Das ist ein super Platz für ein Treffen in der Bibel. So im Tempel ist immer gut. Und dann sagt Jesus dem Mann, hey, schön dich zu sehen, sündige im Fall nicht mehr. Straight in your face. In dieser Story ist es bis jetzt noch gar nicht eigentlich um Sünde gegangen. Du hast auch gesagt, wir wissen nicht, warum der Mann krank ist. Es steht nicht da. Nichts weist darauf hin, dass der Mann krank ist, weil es einen Zusammenhang gibt zu seiner Sünde. Warum sagt Jesus das jetzt? Will er doch implizieren, hey, im Fall, ja, pass ein bisschen besser auf, sonst weißt du, wo der Teich ist? Oder was will uns Jesus sagen mit dem? Ist ja schon ein bisschen... Ja, das ist voll in your face. Und das ist auch das, was bei der Geschichte so ein bisschen aufstößt. Wenn man die einfach einmal so durchliest und sich nicht wirklich damit befasst, okay, Moment, was geht hier eigentlich ab? Warum sagt er jetzt plötzlich, jetzt sündige nicht mehr? Weil die Anweisung war ja eigentlich, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im Tempel sagt Jesus dann zu ihm, sündige nicht mehr. Und ich suggeriere jetzt einfach mal, dass der Mann nichts dafür kann, dass er krank war. Dass er nichts getan hat, um dieses Schicksal zu erleiden, was er jetzt halt erlitten hat, der arme Kerl. Wie gesagt, wahrscheinlich wurde er als Kind von seinen Eltern zu diesem Brunnen gebracht und dann irgendwann, als er alt genug war, auf sich selber aufzupassen, sind die dann auch mal gegangen. So, ja, guck mal, ob das Wasser irgendwann kommt. Und er hat wahrscheinlich nichts getan, um da selbst irgendwie hinzukommen. Und deswegen, und das ist das Krasse an dieser Geschichte, wo ich am Anfang gesagt habe, ich glaube nicht, dass es hier einfach um eine Heilung von einer körperlichen Erkrankung geht, sonst hätte Jesus das Wasser bewegen und ihn reinschubsen können. Das Ergebnis wäre genau das Gleiche. Aber das macht Jesus nicht. Die Veränderung, die Jesus für ihn im Sinn hat, ist viel ganzheitlicher. Jesus schaut sein Herz an und gibt ihm, was er wirklich braucht. Und als Jesus sagt, jetzt geh und sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Ich meine, was ist schlimmer als 38 Jahre halb gelähmt am Teich zu liegen? Ich weiß nicht, mit was Jesus da droht, ehrlich gesagt. Aber offenbar hätte irgendein Handeln, irgendeine Sünde eine noch schlimmere Konsequenz für sein Leben. Und deswegen muss man diesen Vers so ernst nehmen, was Jesus da zu ihm sagt. Und ich glaube nicht, dass es da um die Krankheit ging. Jetzt pass auf, dass du nicht mehr krank bist, so wie du es als Kind mal irgendwann gemacht hast. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Wie gesagt, weil die Heilung von der körperlichen Erkrankung wahrscheinlich gar nicht im Vordergrund stand. Ich glaube, was Jesus mehr damit gemeint hat, ist, wie der Mann mit seinem Schicksal umgegangen ist, wie er sein Warten auf Gesundheit verbracht hat. Weil auch wie lange er gewartet hat, ja, was kann er jetzt groß dafür? Das wissen wir nicht wirklich genau. Aber wie er gewartet hat, wie er mit seinem Schicksal umgegangen ist in dieser Zeit, in der er gewartet hat, auf die er wahrscheinlich keinen Einfluss hatte, das scheint irgendwie das Match entscheidend zu sein. Der Mann hat sich entschieden, auf seiner Matte zu liegen und das, was andere ihm getan haben oder was andere eben nicht an ihm getan haben, wie ihm zu helfen. Er hat sich entschieden, sein Problem und seinen Mangel und seine Bitterkeit größer zu machen als das, was Jesus für ihn macht. Er redet über sein Problem, er redet nicht darüber, was Jesus für ihn tut. Und Jesus macht ihn wie, habe ich das Gefühl, darauf aufmerksam, so hey, du redest jetzt hier gerade darüber, was alles schlecht läuft. Wie wäre es, wenn du darüber redest, was ich dich gerade gefragt habe, willst du gesund werden? Aber eben, der Mann reagierte völlig resigniert, ach Herr, ich kann nicht. Und ich glaube, Jesus weiß genau, welches Verhalten, welche Einstellung, welche Sünde den Mann wieder zurückbringen würde auf die Matte, was vielleicht nicht der Ursprung war, warum er auf der Matte war, aber was ihn gehalten hat auf dieser Matte, was ihn gefesselt hat auf dieser Matte. Ich glaube, das war mehr, wie er mit seinem Schicksal umgegangen ist, wie er mit dem Warten umgegangen ist, dass er all das größer gemacht hat
als Jesus und dann wie taub geworden ist für die Frage, die ihm Jesus gestellt hat. Und Jesus weiß, hey, das bringt ihn wieder zurück. Ja, ich habe dich geheilt und ich habe dich befreit und meine Gnade umhüllt dich, aber das gibt dir nicht die Lizenz, wieder die Sachen zu machen, die dich zurück auf die Matte bringen, wenn dann mal ein anderes Thema kommt, worüber du hoffnungslos sein könntest. Mathe am besten am Teich liegen lassen. Für den Nächsten. Ja, eben nicht. Jesus sagt ja, er soll die Matte mitnehmen. Stimmt. Interessanterweise. Jesus fordert ihn irgendwie auf, eine Regelwidrigkeit zu begehen. Es war ja verboten, am Sabbat eine Matte zu tragen. Warum auch immer. Die Pharisäer haben das so als Gesetz mitgenommen für den Sabbat. Und Jesus sagt ihm, nimm deine Matte und geh. Also trag das, was vorher dich getragen hat. Nimm das in die Hand, was vorher dich in der Hand hatte. Die Matte ist wie sein Zeugnis. Die Matte ist wie eine Erinnerung an seine Heilung, eine Erinnerung daran, dass das nicht mehr in seinem Leben nie wieder passieren soll, dass sowas mehr Macht bekommt, als das, was Jesus für ihn gemacht hat. Und deswegen ist wie die Matte eigentlich sein Zeugnis. Sie stand für was ihn getragen hat und was er jetzt selbst trägt. Sonst hätte er die Matte liegen lassen können. Ich weiß nicht, vielleicht wollte Jesus auch einfach die Pharisäer ein bisschen ärgern, damit die sich dann drüber nerven können oder so. Jetzt gibt es hier gerade noch viel mehr Sinn, die Mathe. Eine letzte Frage. Könnte man jetzt mit dieser Story sagen, dass Jesus, unser geistiges Wohl, wichtiger ist als unser körperliches? Wichtiger klingt krass. Ich weiß nicht, ob es wichtiger oder unwichtiger gibt im Königreich Gottes, was das angeht. Ich glaube, es geht um das, was wir wirklich brauchen, was Jesus sieht, was wir wirklich brauchen. Ich glaube, in dieser Geschichte ist für mich so ein bisschen der Punkt, es schien Jesus wichtiger zu sein, den Mann von seiner Matte der Hoffnungslosigkeit und Resignation zu befreien. Aber das, was er im Sinn hatte, war eine ganzheitliche Veränderung, eine ganzheitliche Heilung. Was Jesus sich nicht auf die Fahne schreibt, ist die Heilung von Kranken. Aber das haben immer wieder alle Menschen eigentlich von ihm erwartet, dass Jesus jetzt dahin geht und alle auf einmal heilt. Dass er wie mit so einem Rasenmäher über all diese Situationen, übrigens noch mehr Geschichten in den Evangelien, es ist immer eine Person, interessanterweise. Es gibt nicht so eine Massenveranstaltung mit einer Massenheilung, bam, 500 Leute werden auf einmal gesund. Das passiert gar nicht. Offenbar ist das nicht das, was Jesus sich auf die Fahne schreibt. Ich heile möglichst viele. Er ist nicht so ein Ärzte ohne Grenzen Volontier. Möglichst vielen Menschen helfen, wie es geht. Da hätte er einen echt miesen Job gemacht. Aber das scheint wie nicht sein Programm gewesen zu sein. Sein Programm war, Veränderung dort geschehen zu lassen, wo Menschen am dringendsten Veränderung brauchen. Was bringt dir körperliche Heilung, wenn dein eigenes Problem nicht adressiert wird? Wenn nicht adressiert wird, dass wir eigentlich im Herzen krank sind. Er hätte den Mann einfach heilen können, gesund werden lassen können. Er wäre immer noch gleich hoffnungslos und resigniert, sobald das nächste Problem auf ihn zukommt. Dass es dann vielleicht keine Krankheit, sondern weiß nicht, Kinderlosigkeit oder dass er keinen Job findet oder keine Frau. Und dann würde er sein Leben auf so einer Matte verbringen und stattdessen befreit Jesus ihn von dieser Matte, was in diesem Fall auch die Heilung von seinem Körper betrifft. Aber das Wichtigste, was er ihm ganz zum Schluss sagt, ist: sündige nicht mehr. Sonst passiert dir noch was Schlimmeres. Also von wichtiger würde ich gar nicht reden, sondern mehr, was hat Jesus sich auf die Fahne geschrieben? Was brauchen wir wirklich? Ja. Beantwortet das die Frage? Ich habe sie nicht gestellt, aber ich habe sie dir gestellt. Gell? Für mich schon. Ich nehme das Bild mit von der Mathe. Das ist mega stark gerade. Und lass uns doch einen Blick werfen auf die Word Cloud. Und dann würde ich dich einfach fragen, zum mit uns beten für die Mathe. Vielleicht gibt es ein bisschen Musik im Hintergrund. Und dann wow.
Ich finde, das sind mega gute Sachen drauf. Alles, was hier steht, hat zu 100% seine Berechtigung. Weil das sind genauso Themen, bei denen es weh macht und anstrengend ist, an Hoffnung festzuhalten. Daran festzuhalten, dass irgendwann mal was passiert. Gerade wenn man schon lange darauf wartet, so wie Sprüche das sagt, so dieses hingezogene, lange Warten, hingezogene Hoffnung machen das Herz krank. Und das sind alles absolut berechtigte Beispiele dafür, wo es anstrengend ist, wenn wir daran festhalten. Und dann hört man irgendwann einfach lieber auf zu hoffen, weil sonst ist die Enttäuschung umso größer, wenn nichts passiert. Also lieber nicht allzu viel hoffen drauf. Da hält man das lieber klein und dann, das sind ganz viele Themen, mit denen man schnell Frieden schließt. Aus Angst. Weil man aus Angst die Hoffnung loslässt. Ja, was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn sich das nicht ändert? Ich würde sonst gerade gern für diese Themen beten. Für euch beten in der Halle oder zu Hause, wenn du zu Hause jetzt auch dort was aufgeschrieben hast, du merkst, vielleicht hockst du zu Hause sogar gerade auf deiner Matte. Vielleicht können alle die Augen schließen. Mach dir bewusst, dass der Geist des Herrn hier ist, übrigens auch bei dir zu Hause und dich umhüllt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns versprichst in der Bibel, dass es keinen Ort gibt, wo deine Gnade und deine Barmherzigkeit uns nicht finden. Wenn wir irgendwo an einem Teich hocken auf unserer Matte und unzufrieden sind und bitter sind, weil wir schon so lange warten oder so lange hoffen und unser Herz wie krank geworden ist. Und du siehst, wir sind eine Kirche von hungrigen Menschen, die keine Angst haben, ihre Themen auf so eine Slido-Umfrage zu stellen, weil das genau das ist, wonach wir uns ausstrecken. Wir strecken uns nach deiner Veränderung aus, Jesus. Wir wünschen uns, dass sich was verändert, aber du weißt auch, du kennst unser Herz, du siehst, dass es anstrengend ist, zu hoffen. Und Jesus, ich bete, dass du jeden von uns heute Abend herausforderst, zu erkennen, wo liegen wir mit Entschuldigung auf unserer Matte, wo entschuldigen wir uns vor uns selbst. Sagen, ja, daran wird sich halt nichts ändern. Das ist jetzt halt einfach so, weil Jesus, du versprichst Leben im Überfluss. Du sagst, du bist das Wasser des Lebens, nicht nur einfach so eine leere Hoffnung, die was kann, aber vielleicht halt auch nichts kann. Du versprichst, dass du das Wasser des Lebens bist und wer von dir trinkt, der wird nie wieder durstig sein. Wenn wir uns ausstrecken nach Veränderung von dir, Jesus, beten wir, dass du uns die Hand gibst und uns hilfst, aufzustehen, unsere Matte zu nehmen und zu gehen in den Tempel, um dich anzubeten und um deinen Namen groß zu machen. Danke, dass du uns heute dieses Angebot machst, Jesus. Dass du uns das Angebot machst, gemeinsam auf unser Herz zu schauen und zu sehen, guck mal, hier will ich dich verändern, damit du nicht länger gefangen bist auf deiner Matte, damit du nicht länger gefangen bist von deinen Umständen, damit du nicht länger in deiner Opferrolle gefangen bist oder in deiner Hoffnungslosigkeit. Ich bete, Jesus, dass du jetzt in diesem Augenblick, dass du mit deinem Heiligen Geist durch die Reihen gehst und zu Hause bei den Leuten und dass du diese Hoffnung ganz persönlich aussprichst, ganz persönlich benennst.
was dein Angebot für Veränderung heute Abend ist. Jetzt in diesem Moment. In deiner Gegenwart müssen wir uns nicht schämen, sondern wir dürfen unsere Scham loslassen. Jesus, zeig uns, was du in uns tun willst, wo du uns auf dem Weg verändern willst. Vielleicht hast du gerade den Bereich in deinem Leben selbst gemerkt oder der Heilige Geist hat was bei dir angesprochen, dem du mehr Macht gibst als das, was Jesus über dich ausspricht, als das Angebot, was Jesus dir macht. Und wenn du möchtest, vielleicht haben alle noch die Augen zu. Jetzt in diesem Moment, wenn du möchtest, wenn du merkst, hey, ich habe keine Lust mehr länger auf dieser Matte zu sitzen und an den Dingen festzuhalten, sondern ich will frei sein. Ich will frei sein, in den Tempel gehen und Gott die Ehre geben. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich noch länger warten muss. Aber ich will die Hoffnungslosigkeit loslassen. Ich will meine Bitterkeit loslassen heute Abend. Ich will meine Scham loslassen oder meinen Frust. Ich will aufhören, dem Macht zu geben, was andere mir mal getan haben. Und anfangen, auf Jesus Worte zu hören, was er für mich getan hat. Wenn du merkst, du bist jetzt an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich will aufstehen von meiner Matte, dann mach das gerade jetzt. Ich stehe jetzt auf, wir haben jetzt gleich eine gemeinsame Zeit vom Worship. Und wenn du merkst, du möchtest den ersten Schritt machen von dem Angebot, was Jesus dir macht, steh auf, nimm deine Matte und geh. Steh auf bedeutet, wechsel deine Perspektive. Wechsel deine Perspektive auf die echte Hoffnung. Nimm deine Matte heißt, hör auf, diesen Themen mehr Macht zu geben, die es da in deinem Leben gibt. Hör auf, deiner Matte so viel Macht zu geben. Jesus hat die Macht, er ist der König in deinem Leben. Und geh bedeutet, verlass kranke Orte, verlass kranke Menschen. Und dann sündige nicht mehr, tu nicht mehr Dinge, die dich zurück auf deine Matte bringen. Alle haben noch die Augen zu, du bist an dem Ort, wo du bist, das ist völlig okay. Und wenn du merkst, du bist heute bereit, diese Dinge loszulassen und das Angebot von Jesus anzunehmen, dann mach den ersten Schritt mit uns und steh dann auf, wenn du parat bist. Weil Jesus ist hier, er ist da und er sieht dich.